Schönen guten Abend, alle Guten. Hallo, alle zusammen. Hello. Just immediately before starting, we have a translation from German to English. So if anyone wants it to be translated from German to English, there are the headsets, and we have our translators in the back. Thank you very much that you're here, and yes. Schwenke lösen, aber lösen. Ja, lieber Professor Andreoli, liebe Gäste heute Abend, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind, trotz des wunderschönen Wetters draußen. Wir werden heute das EU-Mercosur-Abkommen oder ein potenzielles EU-Mercosur-Abkommen thematisieren mit unserem Experten, den wir als ASTM und Mouvement Écologique noch relativ kurzfristig dann vor dem Sommer hier einladen konnten. Wie Sie sicherlich wissen, wurde auch hier in Luxemburg wurden Entscheidungen getroffen, die dieses Mercosur-Abkommen betreffen. So hat zum Beispiel unser Premierminister am 13. Mai beim État de la Nation an sich seine Zustimmung zum EU-Mercosur-Abkommen gegeben, was natürlich für Aufregung gesorgt hat. Wie Sie vielleicht wissen, das Mercosur oder EU-Mercosur-Abkommen hat eine sehr lange Geschichte. Tatsächlich ist es so, dass ich nur 2 Jahre älter bin als das Mercosur-Abkommen oder die ersten Talks und Gespräche, die damals geführt werden. Und seitdem steht es an sich in der Kritik, unter anderem auch oder nicht nur von Organisationen hier aus dem globalen Norden, sondern auch von Organisationen der Zivilgesellschaft, der indigenen Bevölkerung im globalen Süden, unter anderem, weil diese nicht eingebunden oder sehr wenig eingebunden wurde in die Diskussionen um dieses Handelsabkommen, was potenziell fatale und drastische Folgen hat, hier auf dieser Seite des Atlantiks und auf der anderen Seite des Atlantiks. Ich werde nicht weiter in die Details dieser Folgen gehen, da Professor Andreoli das definitiv besser und mit einer gewissen Tiefe tun kann, wie ich das nicht heute Abend hier tun kann. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass Sie heute Abend hier sind, um dieses wichtige Thema anzugehen. Wir hören jetzt einen Vortrag von Professor Andreoli. Professor Antonio Andreoli wurde in Südbrasilien geboren, als Sohn eines Sojabauern. Nach einer Ausbildung zum Agrartechniker studierte er Philosophie, Psychologie und Soziologie. Mit einem Stipendium von Brot für die Welt promovierte er in Osnabrück über die Auswirkungen von Gensoja auf die Landwirtschaft in seiner Heimat. Er habilitierte in Linz, kehrte aber 2009 nach Brasilien zurück, weil er in die Gründungskommission einer neuen staatlichen Universität berufen wurde, eine Universität mit dem Schwerpunkt unter anderem auf nachhaltiger Landwirtschaft. Diese Universität hat den höchsten Anteil indigener Studierender, oft aus Familien, in denen erstmals jemand eine Universität besucht. Inzwischen musste Andreoli sein Amt als Vizepräsident der Universität aufgrund des massiven Drucks aus der vorigen rechtsextremen Regierung Bolsonaros aufgeben. Wie Sie dann hier sehen, wir haben heute das große Glück, von jemandem zu hören, der sich
auf sehr breite Art und Weise mit den Folgen so eines Haltungsgruppes auseinandergesetzt hat, dessen Heimat davon betroffen ist. Und ohne jetzt noch viel weiter zu reden, möchte ich den Floor, wie nennt man das, den Platz hier freigeben, das Mikro freigeben für Professor Andrioli. Vielen Dank und viel Spaß Ihnen beim Vortrag. Schönen guten Abend. Ich freue mich zum ersten Mal in Luxemburg reden zu dürfen. Ich hoffe auch, dass ich hier verstanden werde. Ich bin ja von meiner Kindheit sehr stark mit einem Hunsrücker Dialekt in Berührung gekommen. Ich glaube, das ist nicht so weit von hier, aber aufgrund der Promotion in Osnabrück wurde ich ja gezwungen, Hochdeutsch zu reden. Und ich entschuldige mich schon von vornherein, wenn ich manchmal Ausdrücke hier in den Vortrag bringen, die vielleicht etwas fremd oder altmodisch oder sogar nicht mehr benutzt werden, verwende. Ich beginne hier mit einer PowerPoint-Präsentation, obwohl ich das nicht so gerne mache, weil ich inzwischen davon ausgehe, dass man durch Bilder sehr stark an diese Reihenfolge gebunden ist. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, wenn danach die Diskussion lebhaft wird. Vielen Dank für die Einladung und die Ehre, dass ich hier bei Moviment Écologique, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Das war okay. Danke. Reden darf. Ich bin ja als Bauersohn in der brasilianischen Sojaproduktion aufgewachsen, an der Grenze zu Argentinien, und wir haben uns immer wieder mit den Problemen der Handelspolitik Brasiliens, besonders die auf Agrarexport oder auf Agrarexporte basierende Landwirtschaft Gedanken gemacht, und das ist dann der Schwerpunkt meines Themas hier. Obwohl ich schon vorher bei dem Interview sagte, dass wahrscheinlich, wenn man sich das ganze Thema wirtschaftswissenschaftlich unter den Augen nimmt, dann könnte man schon als Einführung sagen, dass so ein Abkommen für die lateinamerikanischen Länder ein Problem der Deindustrialisierung ist. Denn es sind ja zwei sehr verschiedene Kontinenten. Ein Kontinent, Europa, das sehr industriegeprägt ist, und ein Kontinent in Lateinamerika, das sind jetzt 4 Länder, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, die sehr stark agrargeprägt sind. So könnte man von vornherein sagen, dass das größte Problem eigentlich das ist, dass die soziale Ungleichheit nochmal steigt zwischen den beiden Kontinenten. Ich werde mich aber hier eher auf die Probleme der Landwirtschaft beziehen. Und das ist auch, was uns besonders da in Südbrasilien die größte Sorgen macht. Der erste Teil meines Vortrages beschäftigt sich dann, was sind die nächsten Schritte, die, ja, wenn das schon so alt ist, David sagte, dass er nur 2 Jahre älter ist als das Abkommen, ist ja schon 25 Jahre, als man da verhandelt, und am 7. Dezember letzten Jahres hatte man ja diese Ende der politischen Verhandlungen gehabt, als die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, mit den 4 amtierenden Präsidenten der 4 Länder, Paraguay, Uruguay, Argentinien und Brasilien, dann sich in Montevideo getroffen haben, und dann erschien das in den Medien so, als ob das schon alles jetzt gegessen ist, oder wie man es auf Deutsch sagt, das sei ja schon Schnee von gestern. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt schon
zu Ende gekommen ist. Es ist nur das Ende der politischen Verhandlungen gewesen. Das Zweite ist dann, was das für die Landwirtschaft in Europa und Lateinamerika bedeuten könnte. Und dann ziehe ich schon die Schlussfolgerung, dass es für die kleinbäuerliche Landwirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks schädlich ist. Und drittens, warum das Abkommen abzulehnen und umgehend zu stoppen ist. Ich beginne dann mit dem ersten Teil. Der erste Teil ist eigentlich diesen aktuelle Stand. Man hat ja 2019 fast denselben Punkt erreicht wie jetzt. Nur damals gab es in Brasilien einen Präsidenten, mit dem man nicht mehr weiter verhandeln wollte. Das ist Jair Bolsonaro. Der ist ja nicht mehr am Amt. Jetzt ist Luiz Inácio Lula da Silva da. Aber es gibt in Argentinien einen ähnlichen Präsident, der heißt Javier Milei. Und dieses selbe Argument, das man 2019 hatte, mit solchen Regierungen nicht zu verhandeln, scheint jetzt in Argentinien nicht mehr aktuell zu sein, sage ich es mal so formuliert. Und dann gab es natürlich diese anschließende Nachverhandlungen und am 6. Dezember 2024, das wurde dann am 7. Dezember 2024 in Montevideo herausgegeben, das Ende der politischen Verhandlungen. Jetzt ist die Zeit noch zur Prüfung oder Durchsicht, also der juristische Durchsicht des gesamten Abkommens, denn das ist ja bisher geheim gehalten worden. Das ist auch ein demokratisches Problem. Es sind Tausenden von Seiten, die die meisten noch nicht gelesen haben. Anscheinend haben nur die Lobbyisten es bekommen, die dann die meisten Berater von Regierungen bilden. Und leider ist es so, dass es ja noch nicht in allen Sprachen übersetzt wurde, sodass tatsächlich die 27 EU-Länder es gelesen haben. Das ist jetzt dann so die Zeit der Übersetzungsarbeit, der Prüfung, der juristischen Durchsicht. Und bis September sollen dann alle Nationalparlamenten es bekommen haben. Und es ist ja so, dass alle Mitgliedstaaten in der Regel noch zustimmen müssen. Und dann gibt es noch diese Einstimmigkeit, die ja vorausgesetzt ist. Das heißt, wenn ein Land nicht zustimmt, dann wäre es ja schon gestoppt. Diese Länder gibt es inzwischen. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau in Luxemburg ist. Ich hatte immer Luxemburg dazugezählt als ein Land, das ja es nicht zustimmen würde. So habe ich auch Frankreich dazu gezählt. Und dann gibt es noch manche andere Länder. In Österreich zum Beispiel war ich auch oft, da gab es auch diese Meinung. In Belgien gab es auch diese Diskussion. Aber genau deshalb, weil man davon ausgeht, dass es ja nicht einstimmig ist, versucht man es jetzt durch ein sogenanntes Splitting-Verfahren. Das ist eigentlich ein demokratisches Problem. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass keine Einstimmigkeit da ist, versucht man das gesamte Abkommen von dem Handelsabkommen abzukoppeln. Das ist das sogenannte Splitting-Verfahren. Und da würde eine Mehrheit im EU-Parlament reichen. Deswegen ist das Thema von höchster Aktualität und ich hoffe, dass diese Diskussion hier auch dazu beitragen kann, dass man in Europa dieses Splitting-Verfahren verhindert. Also zunächst sollte es gar nicht dazu kommen. Aber wenn es dazu kommt, dann braucht man da hier mindestens 55% der Mitgliedstaaten, die dann zusammen mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der EU repräsentieren. Und das kommt dann zum Europäischen Parlament, wahrscheinlich dann ab September. Aus lateinamerikanischer Sicht gibt es dann jetzt auch nochmal was Neues. In Uruguay gibt es eine neue Regierung, deswegen war es vielleicht der Grund, weswegen die EU-Kommission noch so schnell nach
Montevideo gereist ist, um mit der alten Regierung es zum Ende der Verhandlung zu bringen, weil die neue Regierung in Uruguay vielleicht dagegen sein kann. Jetzt ist die Präsidentschaft auch nochmal ein Problem geworden, weil es war ja Paraguay und mit Paraguay hat man dann nochmal besondere Verhandlungen hier, was auch Importe von Fleisch angeht. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, aber am Ende hat man es noch geschafft, dass man mehr Schweinefleisch aus Paraguay importieren würde, damit dann auch Paraguay dabei ist. Die hat die Präsidentschaft des Mercosurs gehabt und jetzt ist Lula wieder der brasilianische Präsident in der Präsidentschaft und er hat angekündigt, ja, maximal bis September soll das alles fertig sein und er würde sich dafür einsetzen, dass unter seine Schirmherrschaft, also wenn er Präsident ist von Mercosur, dass es dann durchgesetzt wird. Was heißt das dann für die EU? Ist es eigentlich ein Problem, wenn wir sehen, dass man Fleisch aus Ländern importiert, die anderen Standards haben, als die Standards, die hier herrschen. Ich spreche mich schon so von vornherein für diese Standards aus und sage, dass diese Standards eigentlich eingehalten werden sollten und dass es ungerecht ist, wenn man jetzt aus Ländern importiert, die anderen Standards haben. Das betrifft aber nicht nur Rinderfleisch, das ist ja Rindfleisch so im Großen und Ganzen immer angekündigt worden, 90.000 Tonnen Rindfleisch, das sei gar nicht so viel. Da steht jetzt 99.000 Tonnen pro Jahr, da steht jetzt auch der Import von Hühnerfleisch drin. Und was uns besonders aufregt in Lateinamerika ist nicht jetzt nur der Export von Fleisch, sondern auch der Export von sogenannten Agrartreibstoffen, die nach unserer Ansicht nicht nachhaltig sind. Denn um Agrarethanol, ich nenne es Agrarethanol und nicht Bioethanol, weil ich glaube, das hat das Wort Bio nicht verdient. Dieses Agrarethanol aus Rohrzucker in Brasilien herzustellen, dann braucht man viel mehr fossilen Energien, um das zu produzieren. Und Rohzucker in Brasilien ist ja noch schädlicher als alle anderen Monokulturen, die wir schon kennen, weil es wird ja auch noch verbrannt, bevor es geerntet wird, damit es vereinfacht ist bei der Ernte. Da steht auch noch der Import von Rohzucker drin, das hat auch mit der Zuckerrohrproduktion Brasiliens zu tun. Und um es zu vergleichen, es ist nicht nur bei Soja, wo es ja schon bekannt ist, dass diese Form von Monokultur zur Entwaldung führt. Die Entwaldung hat auch mit Fleischproduktion in Brasilien zu tun. Die Fleischproduktion hat wiederum auch mit der Sojaproduktion zu tun. Also ist die Entwaldung hier ein großes Problem, das im Mittelpunkt steht. Aber die Zuckerproduktion, Zuckerrohrproduktion ist genauso schädlich. Und ich würde noch dazu führen, dass bei der Zuckerrohrproduktion noch mehr Pestizide eingesetzt werden als bei der Sojaproduktion. Ich weiß ja nicht, ob das bekannt ist, aber genau das ist für uns das größte Problem, was wir aus brasilianischer Sicht sehen, dass man aus der EU zollfrei Pestiziden nach Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay exportieren wird und vielen davon, die hier gar nicht zugelassen sind. Und dass man dann am Ende nochmal diese Rückstände vielleicht nach Europa exportiert, naja, das ist ja ein Kreis. Wenn man nur diese Transportwege mal berechnen würde, was heißt das, 11.000 Kilometer, diese ganzen Pflanzen da herum zu verschiffen, jetzt Soja aus Lateinamerika, damit man hier billiger Fleisch produziert. Und wenn man dann übermäßiges Fleisch hier produziert, das nochmal irgendwo anders hinschickt, wo dann auch nochmal die Märkte zerstört werden, aber auch zurück nach Lateinamerika vielleicht die Überschüsse von Milch in der Form von Milchpulver zollfrei verschickt. Also wenn man sich das so ansieht in einer Zeit, in der man eigentlich die Transportwege reduzieren sollte, dass man den Energieverbrauch reduzieren sollte und dass man sowieso die Pestizide, die ja noch in Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay leider eingesetzt werden, obwohl sie schon in Europa verboten sind und dann nicht zugelassen sind. Also
es sind bis zu 500 Varianten von Pestiziden im Einsatz in Lateinamerika, die hier nicht zugelassen sind. Nur als Wirkstoffe sind die 10 schlimmsten Wirkstoffe, aus denen man nochmal viele andere Varianten produziert, von den 10 giftigsten nicht zugelassen, also giftigsten Pestiziden, die in Lateinamerika eingesetzt werden, von 10 sind 7 hier nicht zugelassen. Allein Bayer zum Beispiel hat 12 Wirkstoffe im Einsatz, die hier nicht zugelassen sind in der EU. BASF hat 13 davon. Und darum geht es nach unserer Perspektive am problematischsten. Also wir könnten es aus Lateinamerika schon von vornherein sehen, dass mehr Pestiziden, die zollfrei exportiert werden, einen riesigen Markt darstellen, natürlich für diese Chemiekonzerne, aber für uns katastrophal ist, weil wir sowieso schon viel zu viel im Einsatz haben. Brasilien ist ja nicht nur Weltmeister beim Fußball, ist auch schon lange her. Aber besonders beim Pestizideinsatz sind wir ja Weltmeister seit 2018. Und das heißt, wir sollten nicht noch mehr Pestizideinsatz haben. Andersrum, glaube ich, sollten wir auch nicht noch mehr Fleisch produzieren, sondern wir sollten eigentlich die Fleischproduktion reduzieren. Und ich habe noch nicht mal hier die Autos angesprochen oder Autoteile, denn Verbrennungsmotoren sind ja hier auch vor dem Aus, 2035 vielleicht, und die sollten dann nach Lateinamerika exportiert werden, zollfrei, und dort nochmal was anrichten, weil dann die Produktion von Autoteilen in Lateinamerika, besonders Brasilien und Argentinien, dann auch zerstört wird. Also das ist im Großen und Ganzen schon eine Situation, die bekannt ist. Das Neue ist eigentlich hier, was man dann nochmal 2019 bis 2024 da reingebracht hat. Das ist das Neue hier. Man hat ja weltweit versucht, sich dem Pariser Abkommen wenigstens anzupassen, weil ein Abkommen, das 1999 entstanden ist, könnte ja das gar nicht drin haben. 50.000 Tonnen Agrardieselimporte aus Soja aus Paraguay, und hier sind dann diese Menge Schweinefleischimporte. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum man Schweinefleisch aus Paraguay importieren würde. Und dafür sollten EU-Autoexporte mit fossilen Verbrennungsmotoren auf 0% gesenkt werden. Das Neue dabei ist dann auch die Abschaffung von 82% der Zölle auf den Agrarimporten von Produkten aus dem Mercosur. Und hier genau, was ich vorher so in den Vordergrund gebracht habe, 90% der Zölle auf EU-Chemieexporte inklusive Pestiziden werden abgeschafft. Das geht hier auch nicht nur um Pestiziden, es geht auch um Medikamente. Vielleicht hängt das dann auch noch zusammen. Die Landwirtschaft weltweit habe ich hier so mal in 3 Sätzen formuliert. Das Abkommen enthält keine wirksamen Schutzmaßnahmen. Es wird den Druck auf landwirtschaftliche Kleinbetriebe und indigenen Gemeinschaften sowie deren Land dramatisch erhöhen, was deren Produktivitätssteigerung gefährdet. Während die massive Ausbreitung der Sojamonokulturen in Brasilien Millionen Menschen zur Flucht zwingt, erwähnt das Abkommen zwar die von der UN festgelegten Rechte indigener Gemeinschaft, schützt die aber nicht. Die gesteigerten Fleischexporte hätten eine weitere Steigerung von Hunger, Landlosigkeit, Waldabholzung sowie die Schließung von Familienbetrieben in Europa zur Folge. 77% der abgeholzten Flächen in Brasilien werden in Weideland umgewandelt. Außerdem verringert der Anstieg von Monokulturen den Zugang zu sauberem Wasser. Ich habe es zusammengefasst in 10 Punkte. Zunächst gehe ich davon aus, dass es sich um eine zahnlose Durchsetzung von sozialen und Umweltstandards handelt. Zweitens frage ich mich, ob Regierungen sich überhaupt an Umweltauflagen halten, denn man hat ja jetzt ein Nachhaltigkeitskapitel reingebracht. Ich habe es mehrmals so formuliert,
dass es sich fast so wie ein Anhang eines schlechten Buches handelt. Man kann das Kapitel nicht verbessern, indem man einen besseren, schönen Anhang reinbringt. Und das hat man versucht mit diesem Nachhaltigkeitskapitel, völlig widersprüchlich mit dem, was eigentlich im Abkommen drinsteht. Aber man versucht es dann als umweltfreundlich zu verkaufen, obwohl es keine einzige Sanktion oder einen Durchsetzungsmechanismus gibt, wenn Regierungen sich nicht daran halten. Dann stelle ich natürlich die Frage, ob Freihandel eine nachhaltige Landwirtschaft gefährdet. Also ich bin hier der Meinung, dass der freie Agrarhandel nicht die Bauern befreit, sondern Regionen von ihren Bauern befreit. Das heißt, dass es immer weniger kleinbäuerlichen Betrieben auf dieser Welt gibt. Und in Brasilien ist das dann besonders wichtig, weil 70% der Nahrungsmittelproduktion von diesen kleinbäuerlichen Landwirtschaft kommt. Und wenn wir inzwischen jetzt Weizen importieren, Reis importieren, Schwarzbohnen importieren, weil wir so viel Fleisch und Soja exportieren oder Agrartreibstoff, dann heißt das auch, dass wir dadurch noch mehr Armut auf dem Land haben und paradoxerweise mehr Hunger auf dem Land, weil wir so viel Eiweiß exportieren. Das ist unser Paradox. Wir haben jetzt seit 2018 wieder das Problem, dass Brasilien in der Hungertabelle der UNO ist. Wir hatten das 2014 geschafft, dass wir draußen waren. Das heißt, wenn man weniger als 5% der Bevölkerung hat, die an akutem Hunger leidet. Es sind derzeit 33,1 Millionen Menschen, also über 15%. Also 3-mal mehr als das, was das wäre, um aus der Hungertabelle der UNO rauszukommen. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir immer mehr ein Hofsterben haben. Ich glaube, das ist ein weltweites Problem und genau deshalb behaupte ich ja, dass die Bauern, die Kleinbauern und Bäuerinnen weltweit auf beiden Seiten des Atlantiks hier nichts zu gewinnen haben. Ich stelle mir natürlich auch die Frage, ob überhaupt Außenhandel ein Treiber von Wirtschaftswachstum sein könnte. Das ist ja immer so wieder die Behauptung. Und ich habe es mal versucht zu vergleichen. Was ist dann der Unterschied? Hier sieht man schon ganz deutlich, wie ungleich das ist. Eigentlich die Fortführung einer neokolonialen Geschichte, die Europa ja schon über 500 Jahre in Lateinamerika hat. Dass man hier sich Märkte vorstellt, und das kann ich dann verstehen, dass es tatsächlich für 60.500 großen Konzernen vielleicht neue Märkte eröffnet. Aber für die kleinbäuerische Landwirtschaft dann ein Problem ist. Ich habe hier das, was im Vertrag drinsteht, mal aufgelistet. Vieles von dem ist ja noch nicht so ganz klar. Aber es gibt insgesamt so eine Hoffnung auf 4 Milliarden Euro pro Jahr durch Zollabbau. Man erwartet natürlich hier viel, da sind noch viele Fragen offen, wie viel es tatsächlich hier an Abbau von Zölle bedeuten würde, was das alles heißt in Richtung erwarteter Exporte. Und deswegen komme ich auf diese Zahl. Für die hier ist es tatsächlich ein großes Geschäft. Und ich halte es für undemokratisch, wenn jetzt nur die Lobby von diesen großen Unternehmen es entscheiden soll. Und nicht, dass die Konsumentinnen, die gesamte Bevölkerung, die Bauern und Bäuerinnen darüber entscheiden, die da zu verlieren haben. Es soll eine Investitionenhöhe von 381 Milliarden Euro bedeuten. Das heißt auch einen besseren Zugang der EU für Industriegüter, die Verschärfung des internationalen Wettbewerbs. Das hier mache ich jetzt ein bisschen schneller, weil das ist ja eigentlich die Katastrophe der Zeit, dass Brasilien zu viel von dem hier produziert. Wir sollten hier runterkommen damit. Wir produzieren derzeit 150,6 Millionen Tonnen Soja auf 42,8 Millionen Hektar. Diese Überschüsse, die sind vielleicht wichtig bei der Bilanz Brasiliens. Also wir haben dann
42,1 Milliarden Überschüsse. Das ist für die Inflationsbekämpfung, für die gesamte Wirtschaft Brasiliens vielleicht wichtig. Aber Soja ist dann noch exportsteuerfrei seit 1996. Also solche Monokulturen in der Form von Agrartreibstoff voranzutreiben, wenn wir das jetzt schon als Problem hier haben, weil Soja für 34% des Pestizideinsatzes Brasiliens zum Beispiel zuständig ist, dann haben wir hier damit zu tun, dass das Land in dem Land auch sehr ungerecht verteilt ist. Und dann kommt die nächste Frage, die mit Soja damit zu tun hat: Brauchen wir überhaupt mehr Fleisch? Das ist ja das Argument, dass man aus Lateinamerika besonders Rindfleisch billiger importieren könnte, zollfrei. Und ich sage, dass das ein problematisches Signal zur falschen Zeit ist, denn der Fleischkonsum ist auch ein wichtiger Treiber des Klimawandels und des Biodiversitätsverlustes. Mehr Monokulturen, Soja ist für mich hier ein Beispiel. Ich kann die ganze Präsentation hier nochmal später zur Verfügung stellen, für die, die sich auch interessieren, auch für die Aufnahme. Brauchen wir noch mehr Monokulturen? Ich sage das vorher schon. Monokulturen sind sehr stark mit Pestiziden belastet, hat auch einen Einfluss auf die Entwaldung. Das Anwachsen von Agrartreibstoffen, auch im Amazonasgebiet, da haben wir die Zonierung aufgehoben. Was heißt das, Zonierung? Die Zonierung war ein gesetzliches Vorgehen, dass man im Amazonasgebiet keine Soja anbauen sollte. Deshalb haben wir... Oh, jetzt ist mein Strom weg. Felix ist ein Kabel ohne. Ja, ich habe hier schon eins. Das ist auch ein Problem gewesen, als wir damals schon behauptet haben, der Amazonaswald ist ja gar nicht geeignet für Soja. Nach 5 Jahren Sojaanbau gedeiht der Boden gar nicht mehr für Soja. Aber manche haben sich da Idee gemacht, dass es eine entwaldungsfreie Soja aus Brasilien gäbe. Aber die Entwaldung, die findet ja vorher durch die Holzmafia statt, durch den Bergbau. Danach kommt dann die Rinderzucht und das ist schon mit Fleischproduktion verbunden. Und wenn wir das dann nochmal mit der Soja im Zusammenhang setzen, dann kommt die Zuckerrohrproduktion und dann erst die Soja. Dann kann ich aber nicht behaupten, dass die Soja dann entwaldungsfrei ist, wenn sie diesen Weg gegangen ist. Trotzdem halte ich es immer noch für wichtig, dass diese Diskussion in der EU stattfindet, eine entwaldungsfreie Soja aus Brasilien vielleicht hinzukriegen. Aber wenn das Ziel ist, dann wäre für mich ein Lieferkettengesetz wichtiger als ein EU-Mercosur-Abkommen. Jetzt mit PowerPoint wieder hoffentlich. Und das Zweite, was dann auch immer wieder betont wird in der Öffentlichkeit, wenn man von Entwaldung in Brasilien spricht, ist ja, dass der Amazonaswald, der ja über 40 Millionen Hektar ausmacht, dass man da es teilweise verhindert hat durch Kontrollen. Man darf ja nur 80%, also man muss 80% schützen und man darf nur 20% nutzen, was für mich schon viel zu viel ist. Aber im Cerrado, das ist ein Trockenheitsgebiet, eine Trockenheitssavanne, die eigentlich das größte Biom Brasiliens ist für Wasser und für die biologische Vielfalt, da ist es umgekehrt. Man kann da die Mehrheit nutzen und genau da haben wir die größte Zerstörung. Über 90% der Zerstörung des Cerrados hat mit Sojaproduktion, mit Zuckerrohrproduktion, mit diesen großen Monokulturen zu tun. Und das opfern wir leider in der Form von Agrarexporten, damit weltweit Fleisch billiger bleibt, damit man vielleicht behaupten kann, dass man Agrartreibstoffe nutzt, die nachhaltiger sein könnten als die fossilen Energien. Und ich habe vorher schon hier von der Zuckerproduktion in Brasilien gesprochen. Das ist auch ein riesiges Problem. Ich habe es mal versucht auch zu vergleichen, wie groß ist dann diese Fläche. Ne? Früher habe ich immer gesagt,
die Sojaproduktion Brasiliens ist so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Das stimmt ja nicht mehr, ist schon viel größer, ist jetzt so groß wie Schweden. Wenn man das als Zuckerrohr, Soja und Eukalyptus zusammenkommt, und Eukalyptus ist auch in diesem Abkommen drin wegen der Zellulose, dann haben wir eine Fläche, die zweimal so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland, nur was jetzt die Ausweitung hier angeht. Exportmodelle beeinträchtigen bei uns die Ernährungssouveränität, was ich vorher schon sagte. Wir kaufen ja zunehmend Reis, Schwarzbohnen, Weizen im Ausland. Es fehlt nur noch Maniok, das ist die Grundlage der brasilianischen Ernährung und die geht zurück. Das heißt dann mehr Hunger bei uns. Ich weiß auch nicht, ob es bekannt ist, aber die Argentinier importieren inzwischen Rindfleisch, weil sie zu viel Soja exportieren. Also das ist nicht mehr so, wie es mal früher war. Und genau diese Trends setzen sich dann jetzt weiter durch. Auch wichtig zu sagen, wenn es nur 99.000 Tonnen Rindfleisch aus Lateinamerika derzeit heißt es aber auch, dass es nur Edelteile sind. Also das hat schon einen Einfluss auf die Fleischproduktion in Europa, wenn die dann billiger exportiert werden aus Lateinamerika, zollfrei hier reinkommen. Hier ist das aber auch wichtig zu sagen, wenn das andersrum jetzt die brasilianische oder die argentinische kleinbäuerische Landwirtschaft zerstört, wenn Milchprodukte aus der EU zu uns exportiert werden. Das Thema wird fast nicht angesprochen hier, weil vielleicht wünscht man sich hier, dass man nach Lateinamerika ja auch Agrarprodukte exportieren könnte. Das sind die Milchprodukte, das wäre ja die totale Katastrophe, wenn wir in Brasilien jetzt an den Schulen zum Beispiel nicht mehr die öffentliche Beschaffung haben, dass die Landesregierungen oder die Bundesregierung für die Schulen vor Ort von den Bauernorganisationen die Milch kauft, wie es derzeit funktioniert, sondern zollfrei aus Europa Milchpulver bekommt. Und dann dadurch auch nochmal die Landwirtschaft vor Ort zerstört wird, weil 60% der Milchproduktion in Brasilien wird von der sogenannten bäuerliche Familienlandwirtschaft erzeugt. In Brasilien ist der viertgrößte Milchproduzent der Welt. Der Amazonas ist ja natürlich auch ein Thema. Ich habe es hier drin. Es ist 20% des Sauerstoffes der Welt. Ich habe es auch mal anders umgerechnet. Was heißt es, wenn 40 Millionen Hektar, die jetzt mit Urwald da zu sehen sind, plötzlich nicht mehr da sind? Dann heißt das ungefähr, dass das, was wir in 10 Jahren an fossilen Energien weltweit verbrennen, auf einmal in der Luft, in der Form von CO2. Wenn wir diesen Wald nicht mehr haben, denn er hat ja nicht nur im Baum selbst, sondern unter diesen ganzen CO2 im Humus. Also das ist schon ganz wichtig, dass wir diese Biomasse da erhalten, diese 120 Millionen Tonnen Kohlenstoff. 20% davon ist schon zerstört, 25% ist nach brasilianischen Wissenschaftlern der Kipppunkt, dann können wir nicht mehr zurück. Und die Frage ist jetzt, wenn wir so weitermachen, kommen wir auf 40% Entwaldung, Zerstörung im Amazonas und das heißt, dann können wir das noch aushalten. Das heißt dann bei uns ganz deutlich, wir werden keinen Regen mehr haben. Denn der Amazonas ist auch so etwas wie eine Wasserpumpe. Er pumpt die Feuchtigkeit der Luft in die Atmosphäre und dann durch die kalte Luft, die aus den Anden kommt, entsteht der Regen, auch bei uns im Süden. Das heißt, wir zerstören unsere Wasserquellen im Cerrado, wo die meisten Flüsse entstehen. Und dann zerstören wir auch noch hier die Möglichkeit, dass wir Regen haben. Und das ist für die Landwirtschaft entscheidend. Wir haben schon hier eine riesige Trockenheit in den letzten Jahren erlebt und wir sind bei 20% der Zerstörung des Amazonas angekommen. Jetzt komme ich so langsam zum Schluss hier. Ich behaupte immer noch, dass das hier ja eigentlich eine Chance für 60.500 Unternehmen sind. Ich habe es in Deutschland mal genau nachgezählt, sind es 12.500 ungefähr. Dass diese Großunternehmen aber so eine riesige Macht haben, anstatt dass die Bevölkerung daran teilnehmen darf oder darüber entscheiden darf, was wollen wir überhaupt von Produkten auf unserem Tisch oder auf unseren Märkten,
ist für mich das größte Problem dabei. Man wünscht sich hier Dienstleistungen im Wert von 23 Milliarden Euro, ein Wert in EU-Waren in Höhe von 45 Milliarden Euro, das war aus dem Jahr 2018, die aktuellsten Zahlen habe ich jetzt nicht. Insgesamt wäre seine Hoffnung auf 68 Milliarden Euro beim Export. Und das ist dann natürlich geopolitisch gesehen jetzt vielleicht wichtig, dass man sich die Märkte sichert und Absatzmärkte in Lateinamerika schafft. Zum Fazit, ich sage zunächst, dass das Abkommen von breiten Teilen der Gesellschaft nicht unterstützt wird, auch in Lateinamerika. Via Campesina, das ist der Dachverband der kleinbäuerlichen Landwirtschaft bei uns, hat eine Erklärung herausgegeben dagegen. Auch die große Vereinigung der indigenen Völker hat sich deutlich dagegen geäußert. Die Zivilgesellschaft in Brasilien hat viele Erklärungen herausgegeben, aber die brasilianische Regierung derzeit, sowie die vorherigen Regierungen auch, möchte das unbedingt, weil die brasilianische Regierung jetzt sehr stark von einem Parlament abhängt, wo über 60% Großgrundbesitzer drin sind. Was ja gar nicht repräsentativ ist für das Land und seine Bevölkerung, aber leider ist es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten so in Brasilien, dass die Großgrundbesitzer, die über sehr viel Land verfügen, also 1% der Großgrundeigentümer in Brasilien verfügt über 46% der Ackerfläche, und die haben dann nicht nur im Parlament, sondern auch in den privaten Medien. Die haben ja nur private Medien, die gehören auch wenigen Familien von Großgrundbesitzern. Auch in der Judikative, fast alle Richter sind ja auch Großgrundbesitzer. Und auch in der Regierung selbst haben sie jetzt einen großen Einfluss, sodass die Regierung von Lula auch Wert darauf setzt, wiedergewählt zu werden mit Unterstützung von Großgrundbesitzern und hier versucht zu punkten bei diesem Thema. Ich habe es zusammengeführt hier in ein paar Thesen. Ich sage das, was ich am Anfang schon gesagt habe, es erhöht die soziale Ungleichheit beim Einkommen, es fördert lange Transportwege und Abholzung, die Ungleichheit zwischen beiden Kontinenten wird noch weiter zunehmen, Mercosur produziert und exportiert meistens Rohstoffe und Agrartreibstoffe, die Produktion von Nahrungsmitteln wird dadurch in den eigenen Ländern reduziert, was dort dann zunehmend zu Armut und Hunger führt. Es gibt negativen Folgen für Umwelt und Gesundheit. Es basiert hauptsächlich auf Monokulturen, die Chemikalien nutzen, die wiederum aus der EU importiert werden, aber nach Europa zurückkehren können. Und in einem Satz, wenn mir immer gefragt wird, ich muss da ja alles in einer Minute sagen, dann sage ich, die EU importiert dadurch Umweltzerstörung und exportiert Menschenrechtsverletzungen. Das ist mein Fazit. Ich freue mich auf die Diskussion. In dem Bild hier versuche ich auch ein bisschen Hoffnung zu verbreiten. Ich stehe da mitten in einer Sojamonokultur, gentechnisch verändert, mit Pestiziden belastet, aber hinter mir wächst so aus dem Boden heraus eine neue Universität. Das ist die Universität im Süden Brasiliens, die sich sehr stark mit Agrarekologie, nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt. Die erste brasilianische Universität auf einer Ansiedlung der Agrarreform. Und ich habe da Hoffnung, dass man durch Wissen, durch Information, durch Bildung noch was tun kann, damit die Zivilgesellschaft sich mobilisiert und vielleicht ein bisschen Druck auf Parlamente und Regierungen macht, auch wenn manche Regierungen sich plötzlich die Meinung ändern. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, aber auch in Brasilien hatten wir gehofft, dass diese Regierung, die jetzt an der Macht ist, nicht dieses Abkommen weiterführt, weil sie sich ja im Wahlkampf dagegen geäußert hat, weil die Geschichte der Arbeiterpartei Brasiliens eigentlich das hier alles kritisch gesehen hat, aber jetzt an der Regierung leider es vorhat, es führend in Lateinamerika voranzutreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion und dass ich hier vielleicht auch neue Denkanstöße bekomme, denn ich freue mich immer, wenn aus der Zivilgesellschaft diese Frage formuliert und zugespitzt ein bisschen Hoffnung für so einen Brasilianer, der immer wieder
nach Deutschland kommt und glaubt, dass hier noch Werte da sind, für die es sich lohnt zu kämpfen. Vielen Dank. Sehr, sehr herzlichen Dank für den sehr informativen und gut strukturierten Vortrag. Also als Stimmungsmacher würde ich dich jetzt nicht engagieren, aber inhaltlich war es wirklich sehr inspiriert. Bevor ich in den Saal gehe zu den Fragestellen, kannst du vielleicht aber kurz ausführen, wir haben das so auch angekündigt, was sind denn die Alternativen zu Mercosur? Weiter wie bisher oder wie wird das diskutiert, auch in Brasilien? Oder braucht man solche Abkommen, soll man sie ganz abschaffen? Was ist da die Position? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir kurz den Aspekt besprechen. Ich setze mich auch, ich gebe dir Zeit, das darzulegen. Gerne. Es wird mir auch immer oft gefragt, ja, was ist dann, wenn man gar nichts macht? Ist es besser oder schlechter? Ich sage immer, was ist dann der Unterschied zwischen einer schlechten Hochzeit und keine? Ich sage immer, es ist dann besser, keine zu haben. Es ist ja nicht dann so, dass man etwas verbessert, es kann ja sein, dass es nur nicht schlechter wird. Das ist so die erste Aussage. Wenn man das EU-Mercosur stoppt, dann haben wir die Möglichkeit, dass es nicht noch schlechter wird. Ich habe keine Hoffnung, dass es dadurch besser wird, wenn man es ratifiziert oder abstimmt. Es gibt andere Formen von Verhandlungen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Ich bin ja nicht gegen Abkommen oder Solidarität oder noch wichtiger, gegen Kooperation zwischen den Ländern. Also wir haben in diesem Abkommen auch mehr drin als nur ein Handelsabkommen. Zum Beispiel Wissenstransfer, Wissensaustausch. Zum Beispiel die ganze Entwicklungspolitik, die ja seit Jahrzehnten hier auch mit Lateinamerika durchgeführt wurde. Was ich vorher auch schon in diese Richtung gesagt habe, das Lieferkettengesetz wäre vielleicht viel wichtiger. Dass wir da sehen können, woher kommen die Produkte überhaupt und dass wir diesen Standards, die wir jetzt durch solche Abkommen vielleicht runterschrauben, dass wir solche Standards in Brasilien brauchen. Ich stelle mir zum Beispiel sowas vor wie, warum sind die Rückstände bei Glyphosat im Wasser in Europa anders als in Brasilien? Und das ist dann 1000-mal höher in Brasilien. Das ist ja verrückt, oder? Andersrum. Warum sind die Rückstände bei Glyphosat, bei Soja hier höher als bei uns? Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Man fragt sich manchmal gar nicht mehr danach, weil ja nicht mehr richtig gemessen wird. Ne? Greenpeace hat ja eine Aktion gestartet, Limetten, Papayas, Mangos und sowas aus Brasilien mal von den Rückständen zu messen und festgestellt, wie viel Gifte da drin sind. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Soja. Und bei Soja hatten wir in Brasilien 2004 einen Konsens unter den Wissenschaftlern gehabt, dass es nicht mehr als 0,2 Milligramm pro Kilo sein dürfte. 0,2 Milligramm pro Kilo. Das ist kumulativ nochmal was anderes, wenn jetzt 10 Jahre lang nur 0,2 aufgenommen wird natürlich. Aber 0,2 Milligramm pro Kilo war 2004. Nachdem wir die gentechnisch veränderte Soja haben, die ja resistent ist gegen Glyphosat, und man hat behauptet, dass man jetzt weniger Pestizide bräuchte, hat man diese Rückstandsgrenze bei uns auf 50 Mal erhöht. Von einem Tag zum anderen. Wir sind dann auf 10 Milligramm pro Kilo gekommen. Und in der EU hat man sich so vorsorglich dann vorbereitet, dass man hier sie auf 100 Mal erhöht hat. Also nach dem Codex Alimentarius der FAO sind hier 20 Milligramm pro Kilo als Rückstandsgrenze. Also warum hat man diese unterschiedlichen Standards? Gehen wir jetzt davon aus, dass es den deutschen Kühen vielleicht weniger schadet, wenn wir diese Soja füttern, als unseren in Brasilien? Oder andersrum, gehen wir manchmal davon aus, dass die Pestizide, wenn sie hier nicht zugelassen sind, weil sie hier
Schaden anrichten, den Menschen in Lateinamerika keinen Schaden anrichten. Und durch Lieferkettengesetze können wir vielleicht zu Standards kommen, die uns weltweit helfen können. Mindestens sollten wir keine Pestizide mehr in anderen Teilen der Welt zulassen, wenn sie doch nicht hier zugelassen sind. Das haben manche Regierungen auch im Koalitionsvertrag zum Beispiel gehabt, wie die vorherigen deutsche Bundesregierung, hat es aber nicht durchgesetzt. Andersrum ist es für mich auch nochmal wichtig zu sagen, wollen wir überhaupt immer noch auf diese alte These zurückgreifen, dass Länder sich auf Produktion von bestimmten Produkten konzentrieren sollten, nur weil sie am billigsten herzustellen sind? Mit diesen riesigen Umweltzerstörungen, die uns alle betreffen. Es ist ja nicht so, wenn wir jetzt in Brasilien mehr CO2-Emissionen haben, hat das mit Europa nichts zu tun. Also dieses Globale muss dann auch, glaube ich, berücksichtigt werden. Und ich bin inzwischen sehr stark mit bilateralen Verhandlungen auch beschäftigt, denn es geht ja auch nicht nur im Block, bei manchen Abkommen sind bilaterale Verhandlungen besser gewesen als die im Block. Also deswegen würde ich sagen, es ist nichts bei diesem Abkommen mehr zu retten, man muss ihn einfach stoppen. Auch ein Nachhaltigkeitskapitel war nicht möglich, man kann dadurch nicht das ganze Abkommen retten, aber es gibt andere Alternativen natürlich. Lieferkettengesetze, Standards durchhalten, wir können durch Kooperation, durch Austausch von Technik, von Bildung, von so vielen anderen Verhandlungen auf beiden Seiten gewinnen. Das wäre so meine Antwort. Danke, dann gehört das Wort Ihnen. Fragen, Anmerkungen aus dem Saal? Martin? Ich wollte fragen, wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein, es zu stoppen? Weil durch dieses Splitting wird es ja nochmal schwieriger. Und was kann getan werden, um das Abkommen konkret jetzt auch noch irgendwie zu stoppen? Kannst du auch darlegen, wer entscheidet, von wem muss das Splitting gut geheißen werden? Vom EU-Parlament. Okay. Dann wird es darum gehen, mal Abgeordnete anzusprechen oder anzuschreiben. Ich habe gerade bei einer Aktion teilgenommen von Rapunzel. Die haben Postkarten an den Herrn Weber geschickt. Das ist in Bayern, der da in Brüssel für das Abkommen da zuständig war. Und ich habe immer wieder versucht, auch mit dem Deutschen Bauernverband oder mit anderen Bauernverbänden, ich bin ja oft in Deutschland, versucht darüber zu sprechen, weil es gibt ja von Seiten der Bauern und Bäuerinnen in ganz Europa Bewegungen, die das ja auch nicht wollen. Also das ist, glaube ich, was man tun kann. Man kann Menschen bewegen, man kann aber auch Einfluss auf Abgeordnete nehmen. Das ist vielleicht das Wichtigste. Ich war jetzt letzte Woche in Straßburg und da gibt es ganz viele Abgeordnete, die auch dieselbe Meinung haben und da nichts geändert haben in den letzten Jahren. Und das ist für mich das Wichtigste, da dran zu kommen, weil die entscheiden dann am Ende. Und die Entscheidung, Splitting oder nicht, fällt im September, oder was? Ja, Splitting oder nicht Splitting, glaube ich, ist wenig zu verhindern. Aber dann können immer noch die nationalen Parlamenten darüber entscheiden. Und ich glaube schon, dass die ganze Sache noch nicht gegessen ist. Wenn es tatsächlich zum Splitting kommt, dann ist nur im Parlament noch diese Mehrheit von 55% zu verhindern. Klingt gut. Ja. Trotz der Hitze, Monique? Ja. In Sachen Monokulturen haben Sie gar nicht von Baumwolle geredet, obwohl Baumwolle ja auch in Brasilien wirklich sehr, sehr stark angebaut wird und auch eine sehr hohe Pflanzenschutzmittelverbrauch hat, auch von Mitteln, die auch schon längst hier verboten sind. Können Sie vielleicht da noch dazu was sagen? Ja, es sind diese 4 Pflanzen, die ich immer wieder erwähnen muss. Soja, Mais, Baumwolle und Eukalyptus, die am meisten jetzt auch mit der Gentechnik versucht wird, sie zu verändern, dass die pestizidresistent gemacht werden. Zuckerrohr ist
wo am meisten Pestizide eingesetzt wird, ist aber noch nicht gentechnisch verändert. Und wir haben viele Sorten von Roundup-resistenten Baumwolle. Und da nimmt der Einsatz von Pestiziden weiter zu. Ich habe es leider hier nicht erwähnt, weil ich mich meistens mit Produkten beschäftige, die mit Ernährung zu tun haben. Ne? Aber Zellulose ist genauso ein Problem. Also habe ich Eukalyptus hier schon mal beigebracht, aber Baumwolle ist genauso ein Problem, ja. Und es gibt auch noch andere Monokulturen. Ich hätte hier auch noch Kaffee erwähnen sollen, Kakao erwähnen sollen. Also die üblichen Monokulturen der Vergangenheit. Ne? Wo kommt der Bedarf nach Rohrzucker her? Ja? Wir haben auch so viele Rohrzucker, die 175.000 Tonnen. Naja, beim Zuckerrohr in Brasilien rechnet man immer damit, wenn die Preise von Zucker sinken, dann versucht man mehr Ethanol daraus zu machen. Und wenn die Preise von Ethanol sinken, dann versucht man mehr Zucker daraus zu machen. Also es ist ein Markt, der zusammenhängt. Und die Industrie rechnet auch immer damit. Und was jetzt richtig in der Zunahme ist, ist dieser Agrartreibstoff. Ethanol ist in Brasilien das neue Auto jetzt, das meistens, wer jetzt da investiert, sind chinesische Unternehmen, die haben eine Technologie entwickelt, dieses Hybrid zwischen ethanolgetriebenen Motoren, die dann nochmal mit Batterien es ermöglichen, dass der Verbrauch gesunken ist. Also Ethanol und Batterie zusammen, also mit ethanolbetriebenen Autos zu fahren. Aus Zuckerrohr. Ja. Wie wird das Splitting überhaupt rechtlich begründet? Denn es wurde ja während 25 Jahren verhandelt. Es sollte ein regelrechter Vertrag werden, der ratifiziert werden soll. Wie erklärt man heute, wie rechtfertigt man heute die Methode des Splitting? Man hat es aufgegeben, das gesamte Abkommen zu verabschieden. Ob das dann liegen bleibt oder gar nicht mehr entschieden wird, ist dann das Problem, denn da sehe ich eigentlich ein Potenzial. Am gesamten Abkommen gibt es Vorteile, da gibt es Wissenstransfer, Entwicklungspolitik, diese Verhandlungen nochmal, die zur Entwicklung beitragen könnten. Man hat es aufgegeben, das gesamte Abkommen abzustimmen und nur sich auf den Handelsabteil zu konzentrieren. Und da gibt es Juristen, die sagen, das sei möglich. Ich sage, das ist demokratisch unmöglich eigentlich, weil das ist ja ein Trick, ne? Weil man weiß, dass das nicht mehr geht, wie es rechtlich vorgesehen ist, versucht man es dann durch einen Umweg. Ja, in letzter Zeit versucht man vieles ohne Regeln einzuhalten und durchzusetzen. Ne? Das ist von allen letzten Entscheidungen, die ich so weltweit gesehen habe, eine der, sage ich mal, mildesten. Jeff Bohlen ist hier, er ist der Präsident der Landwirtschaftskommission der Abgeordnetenkammer. Also zuerst einmal top, dass du hier bist, das wissen wir zu schätzen. Jeff, bist du auch so irritiert gewesen, als Luc Frieden sagte, wir würden jetzt Mercosur abstimmen? Wie ist denn die Stimmung so in der Abgeordnetenkammer und bei der CSV und bei den Landwirten? Ja, ein Thema, was irritiert jetzt auch noch, aber das beschäftigt mich natürlich auch. Wie ist die Stimmung bei den Landwirten in Luxemburg? Die Landwirtschaftsverbände sind dabei, sich auch kritisch zu äußern, was historisch eigentlich nicht so war. Da war ja eher bei den Handelsabkommen immer so, dass die eher pro waren, da waren ja noch damals als Junglandwirte eher die kritischsten. Was jetzt die Aussage von unserem Premierminister ausgeht, wäre ich nicht überrascht, weil wir hatten das vorher besprochen, also dass da die Landwirtschaftsministerin überrascht war. War auch nicht, wurde auch falsch dargestellt. Ja, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Da bin ich sehr froh, heute hier zu sein, auch mal, weil wir sind ja alle in unserem täglichen Kreis der politischen Entscheidungen. Und eigentlich würde ich sagen, ist das internationale Umfeld, was uns extrem stresst, würde ich mal so sagen, wo man sagt, okay, wo geht's hin? Trump fährt Protektionismus, andere Länder fahren auch zurück auf Protektionismus und da wurde eher eine Diskussion gefahren, okay, wir sollten offen sein für Kooperationen, für Handel, wir sollten offen sein, auch
bestenfalls Friedenspolitik mit anderen Ländern in Verbindung zu bleiben. Das waren eigentlich die Argumente neben den ökonomischen, die Sie dargelegt haben, wo die Zahlen eigentlich dann sagen, okay, wir haben noch in der Agrarkommission, hatten wir die Studie der Europäischen Kommission diskutiert, wo aber nur monetär dargelegt wurde, dass normalerweise Handelsakkorde, dass die dann monetär einen Mehrwert für beide Partner haben, ohne aber all die Effekte auf Umwelt und Soziales zu berücksichtigen. So, das mal so wie ich das gesehen habe. Da laufen natürlich, wie Sie gesagt haben, andere wichtige Bestrebungen, halt, die ich aber wichtig finde, dass sie gemacht werden. Sie haben gesprochen von den Pflanzenschutzmitteln, die immer noch zulässig sind in den Mercosur-Ländern hier, aber nicht, aber wir eigentlich Toleranzen für die Mittel haben. Das heißt, Sie können Toleranz von 2 Milligramm pro Kilo haben für Atrazin, sag ich mal, oder was ja hier lange verboten ist, kann dann hier importiert werden. Da hat unsere Ministerin ja jetzt versucht, sie eine Mehrheit zu finden, mal eine Null-Toleranz-Politik zu fahren bei Importen. So, vielleicht findet man eine Mehrheit unter den Agrarministern, wenn es dann wieder in die Wirtschaft geht, weiß ich nicht, weil es ja auch um Exporte von Pflanzenschutzmitteln geht, Sie haben es gesagt. Aber die 200.000 Tonnen Fleisch, die heute ja schon reinkommen mit Zöllen, die dürfen belastet sein mit Pflanzenschutzmitteln, die hier nicht mehr zugelassen sind. Das heißt, das hier geht weit über den Abkommen, ich habe das auch nicht. Geht weiter darüber hinaus, um zu sagen, okay, alles, was eigentlich reinkommt, soll dann diese Nulltoleranz haben. Ich habe mich heute Morgen, ich bin nicht in der Außenpolitik tätig, wir haben ein Handelsabkommen mit Chile heute Morgen ratifiziert im Parlament, mehr als mehrheitlich, fast bis auf 2 Stimmen. Da habe ich mich aber mal ein bisschen gegoogelt, da werden auch Agrarprodukte importiert, Wein, Trauben. Also ich kenne die Situation nicht in Chile, habe ich nicht damit bestanden, aber auch da gibt es ja wahrscheinlich Mittel, die dann hier nicht zugelassen sind. Da haben wir aber alle gesagt, das ist überhaupt kein Problem, Chile ist wichtig machen. Ich kenne aber die Situation nicht in Chile, das ist ein bilaterales Abkommen. Und dann, ja, Sie haben die Entwaldungsrichtlinie angesprochen, da wäre ich nochmal interessiert, dass Sie, also ich habe es nicht verstanden mit dem Soja, wo Sie sagen, das umgeht man eigentlich, weil nach unseren Informationen jetzt in der Landwirtschaft, wenn wir nächstes Jahr Soja beziehen, dann ist das 10% teurer, weil es halt von Brasilien aus oder Argentinien aus einzeln in Silos gehalten wird, einzeln beschifft wird, dann hier hingefahren wird, damit am entwaldungsfreie Soja hier ankommt. Die Kosten für den Mehraufwand liegen bei 20 bis 30 Euro pro Tonne. Das wird mehrheitlich, glaube ich, akzeptiert hier auf jeden Fall, dass das kommt und dass das so ist. Hier gibt es jetzt eher die Diskussion, ob hier entwaldungsfrei nachgezeigt werden muss. Aber mich würde noch mal interessieren, also Sie können natürlich mehr Fragen stellen, aber Sie sind der Gastredner, weil es muss ja bis 2019 entwaldungsfrei sein. Und wenn ich Sie jetzt verstanden habe, wurde das schon vorher abgeholzt mit Hochzucker und Tieren belegt und jetzt wächst Soja darauf. Weil das sind ja Initiativen, die gehen weit über das Abkommen hinaus, weil wenn es entfaltungsfrei sein muss, Fleisch und Soja, dann gilt es ja auch für das, was mit Zöllen reinkommt. Wir müssen uns ja bewusst sein, es kommen 200.000 Tonnen Fleisch jetzt schon nach Europa. Da sprechen wir nur von zollfreiem Fleisch. So, ich weiß nicht, Blausch, du kannst mich jetzt ein bisschen Ja, ich möchte dir also wir schätzen es, deshalb können wir so ehrlich miteinander sein. Weißt du, ich verstehe das mit der geopolitischen Dimension und auch, dass man versucht, Kooperationen aufzubauen. Das ist ein strategisches Argument, aber ich muss sagen, irgendwann bricht der Politik die Bevölkerung weg. Und ich finde das auch ein strategisch wichtiges Argument, um zu sagen, nee, wir treiben das ganze Zeugs nicht weiter. Und ich muss sagen, in unseren Kreisen nimmt die absolute Frustration gegenüber diesen politischen Taktierereien zu. Und ich finde das eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung für die Gesellschaft. Das wird ja auf vielen Ebenen diskutiert. Und es sind Verträge wie diese, die eigentlich
die das demokratische System erodieren. Und dann habe ich lieber einen Handelskampf bekommen, weniger auch, weil das geopolitisch interessant sein könnte, wenn die Gesellschaft weg erodiert. Und da bin ich persönlich, ich glaube, viele sind absolut überzeugt, dass das zur Erodierung beiträgt. Was ist das andere, was ich sage, ist bei mir aber auch wichtig, das andere, aber ich machen Sie mal. Nee, ich finde die Frage von der Entwaldung aber auch sehr spannend. Und ja, obwohl es in Brasilien tatsächlich auch Initiativen gibt, die jetzt zu begrüßen sind, auch von Großgrundbesitzer selbst, ich könnte hier ein paar erwähnen, die tatsächlich dafür sorgen, dass die Sojaproduktion nachhaltiger gestalten wird, gibt es immer noch im Handeln sehr viele Tricks. Also man versucht es als entwaldungsfrei anzubieten, man wird auch dafür belohnt, aber es ist nicht immer drin. Dasselbe Problem hatten wir ja bei der Gentechnik, wo man es eigentlich nachvollziehen kann, wenn man es testet. Das kann man analysieren. Ja, das kann man testen, aber wir haben die Vermischung gehabt. Und das war dann ganz problematisch, dass die eigentlich dafür gesorgt haben, dass es gentechnikfrei war, bestraft wurde oder die nochmal zahlen musste, weil es kontaminiert wurde durch andere, die es nicht eingehalten haben. Und das Problem bei uns war dann noch schlimmer, als wir dann keine Hafen mehr hatten, der dann tatsächlich es garantieren konnte, dass wir gentechnikfrei exportierten. Das war der Hafen von Paranaguá zum Beispiel in Paraná. Da konnten wir tatsächlich davon ausgehen, dass es gentechnikfrei ist, aber die Kontamination in anderen Häfen waren immer wieder das Problem. Und dann gibt es auch immer wieder Meldungen in Brasilien, dass es zur Vermischung kommt. Wie man das dann von hier aus kontrollieren soll, wenn man das dort eigentlich kontrollieren sollte und wenn Regierungen es vor Ort dann auch noch unterstützen, dass es tatsächlich nicht rein bleibt, dann habe ich meine Frage, ob das tatsächlich so ist, und ich gehe davon aus, dass auch im Amazonas, und das war ja schon so lange, immer wieder ein Thema. Jetzt hat in den letzten Wochen das Parlament es eigentlich flexibilisiert, das ist das schöne Wort dafür, hat es zugelassen, dass man jetzt in Schutzgebiete Soja anbauen darf in Brasilien, dass man sogar im Amazonas weiter ausweitet, die Produktion von Monokulturen. Das geht ja in die Gegenrichtung von dem, was man in der EU eigentlich schon seit langem versucht hat. Wie gesagt, ich unterstütze alle diese Initiativen. Ich gehe auch davon aus, dass es wichtig ist, in Brasilien anzuerkennen, wer tatsächlich da drinnen sich an die Regeln hält, aber ich muss es als Brasilianer ja auch sagen, es kommt oft so in der Geschichte Brasiliens, dass man nur so tut und dass man sogar mehr bekommt für eine Sache, die man leider nicht so streng kontrolliert hat. Deswegen muss man vorsichtig sein, es ist nicht immer so drin, was behauptet wird. Also ich kann das aus der Geschichte Brasiliens sehr, sehr stark bestätigen. Wir haben ja bei uns jetzt dieses Observatorium, ich habe das hier vorher gar nicht erwähnt, sojasene.com ist eine Initiative, dass wir jetzt die Sojaproduktion in unserer Region beobachten, und wir versuchen auch zu diesen Agravis zum Beispiel, die mit Coamo zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es was Agravis ist zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, Soja aus Brasilien zu importieren. Die haben dann mit Coamo vor Ort einen Vertrag, und leider hat sich Coamo nicht so stark daran gehalten, was Agravis eigentlich weltweit immer so angekündigt hat. Und das ist schon einer der Fälle, wenn ich mal auf ein Beispiel kommen sollte. Das hatte ich vor ein paar Wochen in Niedersachsen angesprochen, weil über Brake kam diese Soja da zum Hafen, und dann haben sie da behauptet, es sei entwaldungsfrei. Ich habe da die Zahlen aus Brasilien nochmal aus unserem Observatorium reingebracht. Die Taz, Tageszeitung aus Berlin, hat es bekannt gegeben. Also ich bin da sehr bereit, auch bei unseren Wissenschaftlern dabei zu helfen, weil ich glaube, wir sollten aus der Zivilgesellschaft, aber auch wir sind ja eine Bundesuniversität, zusammenarbeiten, dass wir Netzwerke aufbauen, so dass wir das tatsächlich verbessern. Und ich gehe in diese Richtung. Nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass die Zunahme der Sojaproduktion für das Land jetzt positiv wäre. Wir haben viel zu viel exportiert in den letzten Jahrzehnten. Aber dass wir eine nachhaltigere, entwaldungsfreie, gesundere
Sojaproduktion in Brasilien haben soll. Ich glaube auch, eigentlich bin ich sehr stolz darauf, dass wir heute Abend als Umweltbewegung und dann aber auch die ASDM als Kooperationsbewegung diese Veranstaltung heute Abend organisiert haben. Und wenn eine Entscheidung auch in Luxemburg über Mercosur fällt, wenn man auch noch argumentieren würde, dass das für uns Vorteile hätte, kann man ja aber nicht blind sein auf dem, was man da unten anrichtet. Und wenn man zu Zeiten von Bolsonaro wirklich sagte, wir können das mit so einem Typen nicht machen, das war ja der damalige Duktus vom Minister Asselborn, darf man das dann heute mit den Leuten da unten machen und vor allem, wenn es auf die Kosten der Kleinbauern geht, das ist natürlich so froh, dass wir das zusammen, ich finde auch wirklich, dass man diese Diskussion mit einbeziehen muss, wenn in Luxemburg Position bezogen wird. Du wolltest noch was sagen, Jacques, oder gehen wir an den Saal? Ja, noch eine Frage. Nochmal, dann gehen wir da hinten und dann muten wir mit Ihnen. Okay. Ich habe nur eine kurze Frage. Wie ist denn die Position der luxemburgischen Abgeordneten in Brüssel dazu? Kann dazu jemand was sagen? Im Parlament? Ich würde mal sagen, die Grünen sind dagegen. Keine Ahnung, wir haben die effektiv noch nicht konfrontiert, aber das müssen wir sicherlich machen. Ja, wäre spannend, auch der Herr Schalge. Ja, Sie haben gesagt, dass... Oder wie Sie für dich? Nee, die habe ich nicht gewusst. Also Sie haben gesagt, die brasilianische Arbeiterpartei ist auf diese Frage umgefallen. Also, sie hat die Meinung gewechselt. Das ist doch ein wesentlicher Teil der brasilianischen Linken. Aber wie sieht es dann in der politischen Auseinandersetzung sonst noch aus? Also gibt es da trotzdem noch eine Debatte über eine alternative Landwirtschaft? Seinerzeit gab es in Brasilien eine starke landlosen Bauernbewegung. Die Frage ist auch, Kleinbetriebe oder Familienbetriebe, wie sieht es da mit einer umweltgerechten biologischen Landwirtschaft aus? Verpassen die auch die Landwirtschaft? Also in vielen Ländern der dritten Welt ist das ja leider auch der Fall. Also wie sieht es mit der Opposition einer Debatte über eine politische alternative Landwirtschaft aus derzeit in Brasilien? Ja, es ist auch nicht so, dass jetzt alle in der Arbeiterpartei für das Mercosur-Abkommen sind, aber mehrheitlich schon. Und die Regierung ist ganz in diese Richtung. Und das Parlament ist ja in Opposition zur Regierung, aber in dieser Frage eher die führende Position. Und links von der PT gibt es noch 3 Parteien, die sich äußern gegen so ein Abkommen, die aber sehr schwach sind im Parlament. Rechts von der PT gibt es dann auch noch eine Partei, die Partei der Arbeit, Travaglista, vielleicht sozialdemokratisch, die hatte ursprünglich eine Position dagegen, die war aber auch dann in der Regierung und nachdem sie an der Regierung war, haben sie die Position der Regierung übernommen. Da gibt es in Brasilien keine grüne Partei, wenn man das jetzt in Bezug auf Europa so sieht. Es gibt in der Zivilgesellschaft eine große Mehrheit von Organisationen, die dagegen sind. Also von kirchlichen Organisationen, der Pastoralen, der Landlosenbewegung, der Dachverband Via Campesina, die indigenen Bevölkerung, die kleinbäuerliche Familienlandwirtschaft, der Gewerkschaften, KUT zum Beispiel, und der Umweltorganisationen insgesamt, von Greenpeace bis zu Betroffenen von Staudämme. Also in der Zivilgesellschaft, das war ja mein erster Satz bei dem Fazit, gibt es eine Ablehnung. Das Problem ist, dass diese Mehrheit in der Zivilgesellschaft sich nicht in der Regierung findet und auch nicht im Parlament. Das soll es geben. Noch eine Frage, dann, also ich möchte zu lange auf dem Soja bleiben, wie das ja nun kennen. Also Soja kommt ja jetzt schon zollfrei nach. Ja. Europa hat eigentlich im Abkommen nicht sofort den Impact, weil wir das halt zollfrei nehmen.
Wie sieht es da, Sie haben die Chinesen einmal genannt, dass die auch präsent sind ich weiß nicht, in welchem Namen Sie das gesagt haben, das sind ja die zwei, also Europa und China sind ja die Hauptkäufer des Sojas in Brasilien. Was passiert, wenn Europa jetzt sagt, okay, wir machen strenge Regeln, wir versuchen dort Einfluss zu nehmen, sagt dann Brasilien, führt es dann dazu, dass trotz Roh und Gas nach China geht oder wird sich eher angepasst, um den europäischen Markt zu behalten? Das ist eine sehr spannende Frage und man muss von vornherein sagen, dass der größte Teil der Soja nach China geht. Aber so einen riesigen Teil, 75 Millionen Tonnen. Also China will auch noch mehr Soja aus Brasilien kaufen. Jetzt in dieser geopolitischen Situation mit den USA haben brasilianische Sojaproduzenten noch bessere Chancen. Und warum das so ist, in erster Linie, weil es gibt keine Soja auf dem Weltmarkt, die so billig ist wie die brasilianische. Man kann das nirgendwo finden, so billig wie in Brasilien. Ich verfolge diese Debatte seit meiner Jugend, als ich noch als Agrarberater da in der Region gearbeitet habe. Deswegen hat die Sojaproduktion Brasiliens ja direkt mit Fleisch zu tun, ne? Also deswegen sage ich, es hat auch mit dem EU-Mercosur zu tun, weil Fleisch da drin ist. Wenn wir mehr Fleisch produzieren, werden wir auch mehr Soja für dieses Fleisch produzieren. Zweitens, es gibt diese Agrardiesel aus Soja, was ja völlig absurd ist, weil es ist eine eiweißreiche Pflanze, die hat bis 40–45% Eiweiß, keine andere Pflanze hat so viel Eiweiß und 17% Ölgehalt. Es gibt aber viele andere Pflanzen, die mehr Öl haben als Soja. Man macht aus der Soja Agrardiesel, weil es so ein Subprodukt des Sojaschrotes ist. Es bleibt ja auch übrig. So wie Zucker und Ethanol versucht man da auch Agrartreibstoff aus Soja zu produzieren. Und derzeit nimmt die Produktion für Agrardiesel auch noch zu. Deswegen hat es auch mit dem Abkommen zu tun. Wichtig ist immer gewesen, man hat ja geglaubt, dass die Chinesen sich nicht so an Standards halten wie die EU. Ne? Das würde heißen, die Brasilianer werden jetzt strenger kontrolliert für die EU exportieren und das andere exportieren sie sowieso nach China, egal wie es ist. Das ist mit der Gentechnik schon mal anders geworden und ich hatte jetzt die Möglichkeit, vor ein paar Jahren war in Schwäbisch Hall ein großer Sojakongress von Donausoja. Donausoja ist ja so eine Vereinigung von Importeuren, aber auch Produzenten, die Soja in Europa produzieren. Ne? Entlang der Donau, ne? Von bis Bukarest. Ganze. Es gibt Möglichkeiten, in Europa ausreichend Soja zu produzieren, auch, ne? Aber das ist dann nicht so billig. Und es gibt einen Ertrag her, also genauso. Und da hat der Minister für Landwirtschaft aus China gesagt, wenn die Europäer ihren Standards erhöhen, dann hat er das noch so formuliert, dann wollen die auch nicht jeden Schied, jeden Scheiß. Ne? Ich soll der Schied sagen, nicht Scheiß. Aber das ist ja dasselbe. Ich hatte aber damals es gar nicht verstanden, dass die Chinesen auch so langsam versuchen, ihre eigenen Importe aus Brasilien mit neuen Standards zu setzen. Und derzeit versuchen sie es tatsächlich. Das heißt, man kann nicht mehr davon ausgehen, dass nur die Europäer ihren Standards setzen. Ich glaube, dass das auch nochmal zusammenhängt und dass das möglich ist. Wenn man in Europa es schafft, Standards durchzusetzen, dann schafft man das auch weltweit noch. Es ist nicht so einfach zu sagen, dann geht das sowieso nach China so genau, wie sie es wollen. Ne? Und was die Chinesen ja immer vorhatten mit ihren Soja, das ist ja auch nochmal wichtig, weil die Soja ist ja aus China eigentlich. Warum man Soja in Brasilien produziert, ist dann die andere Frage. Das Ursprungsland von Soja ist ja China. Aber dass sie es geschafft haben, in Brasilien Soja zu importieren, anstatt selbst anzubauen, das hat dann nicht nur mit dem Preis zu tun, und die wollen ihre eigenen Sorten auch nicht kontaminieren. Und weil es dann auch mit menschlichem Verzehr von Soja zu tun hat und nicht nur für die tierische Produktion, dann haben wir nochmal eine andere Perspektive. Und diese Perspektive ist dann jetzt ganz wichtig, denn da spielen Pestizide ja eine wichtigere Rolle.
Wenn man in Deutschland tatsächlich für den menschlichen Verzehr Soja aus Brasilien gentechnisch verändert, mit so einem Maß an Rückständen von Pestiziden hätten, dann hätten wir wahrscheinlich eine Ablehnung von Tofu und alles Mögliche. Aber hier hat man es ja so geregelt, dass es nicht für den menschlichen Verzehr aus Brasilien importiert wird, sondern für die Tiere. Und dann gibt es ein schönes Schlupfloch, das Eier, Fleisch, Milch, also Tierprodukte aus der Massentierhaltung, die gefüttert werden von Gensoja, ja nicht bei einem Produkt Eier, Milch, Fleisch gekennzeichnet ist. Da hat man dieses Schlupfloch. Und dann glaubt man, wir sind ja frei von der Gentechnik, ne? Obwohl es ja 90% da drin ist. Also ich gehe davon aus, dass da neue Märkte gesehen werden in diese Richtung nachhaltigere Soja, dass es in diese Richtung geht. Und auch die brasilianische Vereinigung der Sojaproduzenten hat das schon begriffen. Also sie versuchen jetzt auch wenigstens im Diskurs diesen Trend zu folgen. Das hat jetzt mit dem EU-Mercosur so direkt tatsächlich nichts zu tun, weil die Soja ja zollfrei ist. Was aber vielleicht mit dem Mercosur-Abkommen zu tun hat, ist, dass die Exportsteuer aus Argentinien ausfällt, die noch in Argentinien da ist, aber in Brasilien auch schon seit 1996 nicht mehr da ist. Und dann wieder die Frage, warum verhandelt man mit Milei, der nach meiner Ansicht viel schlimmer als Bolsonaro ist, was Menschenrechte betrifft? Nach meiner Ansicht ist Milei viel schlimmer als Bolsonaro. Aber mit Bolsonaro hat man das abgelehnt, so einen Vertrag abzuschließen. Was hat sich da geändert jetzt? Ja. Ich habe eigentlich keine Frage, ich habe nur eine kleine Bemerkung. Und zwar in Bezug auf den Widerstand, der in Brasilien gegenüber diesem Mercosur-Abkommen ist. Bei uns gab es ja auch einen, sagen wir mal so, zarten Widerstand oder Protest seitens der Bauernschaft gegenüber diesem Mercosur-Abkommen. Und wissen Sie, wie die Antwort war? Die Antwort der Regierung war, nein, wir werden da ein bisschen Geld locker machen, wir werden diese Probleme, die sich da eventuell für die Bauern hier, die hauptsächlich auf Milch- und Fleischbetriebe orientiert sind, wir werden ihnen das irgendwie mit Hilfe von ein paar Dollars, die wir dann hier locker machen. Na, wenn Sie wissen, das ist Politik. Ja, das war die Aussage von Luc Fried. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich darauf anspreche. Nee, ne? Ja, gerade wirklich gesagt. Luc Fried sagte, wenn dann aber trotzdem Nachteile für die Landwirte hier entstehen würden, dann würden wir nach dem Wegen suchen, um die zu entschädigen. Ich bin gespannt auf das Modell. Aber wir werden es ja verhindern. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für den Vortrag. Ich habe noch eine Frage, was ich glaube, so zwischen den Zeilen habe ich jetzt mehrmals gehört bei Ihrem Vortrag, wir sollten vielleicht gar nicht mehr so viel Fleisch produzieren, wir sollten vielleicht auch nicht mehr so eine Spezialisation der Produktionsketten haben, die dazu führen, dass wir sehr, sehr weite Transportwege haben oder sogar dann, wie es jetzt der Fall ist, irgendwie so eine doppelt oder vierfache hin und her zwischen den Ländern, um dann ein Produkt oder ein Endprodukt dann danach zu haben. Wenn ich das dann richtig raushöre, dann ist eine Lösung einfach, sage ich mal in einem Wort, weniger. Aber weniger ist sehr, sehr schwer politisch zu verkaufen. Ich glaube, überall auf der Welt, hier in Luxemburg, glaube ich, in vieler Hinsicht irgendwie noch sehr viel schwieriger, aber das ist eine subjektive Wahrnehmung, habe ich das Gefühl. Und was Kooperationspartner angeht, die vielleicht sich in einer Situation sehen, wo sie noch ein Recht auf Entwicklung haben, ein Recht auf Wohlstand, wie es vielleicht Europa hat. Irgendwann ist die mathematische Gleichung dann irgendwie nicht mehr lösbar, weil wir einfach nicht mehr machen können, ohne nicht Schäden zu verursachen, die einfach nicht mehr rückgängig zu machen sind und die im Endeffekt unsere Existenz dermaßen bedrohen. Das heißt, meine Frage ist da, dieses Weniger, wie bekommen wir das politisch durch dieses
weniger Fleisch, vielleicht dieses weniger Handel, weil wir vielleicht wieder hier auf kleine bäuerliche Betriebe setzen oder kleinere Produktionen, lokalere, regionalere Produktionen. Haben Sie Lösungsansätze? Haben Sie... Ja. Ich glaube, das ist eine sehr breite Frage. Also, du sollst einfach, ich würde vorschlagen, dass wir in Richtung weniger Hitze gehen und mehr Wasser und Getränke, die da draußen warten. Vielleicht einen kurzen Abschluss. Noch eine Frage, die so richtig brennt. Ich will noch ein, zwei Fragen, also wenn es euch so heiß ist wie mir, dann ich nehme das schon an. Sollen wir abschließen? Eine Frage für die privaten Schiedsgerichte. Die sind ja auch die privaten Schiedsgerichte, die sind ja auch im Mercosur vorgesehen. Was denken Sie darüber? Okay. Ist sonst noch eine Frage? Ist sonst noch eine Frage? Denn ansonsten würde ich sagen, das sind die zwei letzten und dann gehen wir abkühlen. Ja, die Schiedsgerichte, die freuen sich, dass sie viel Arbeit haben werden. Ne? Die privaten Schiedsgerichte, wo ein Staat eigentlich Sachen, die ganz wichtig sind, nicht mehr verbieten kann, weil die privaten Schiedsgerichte das erlauben und einen Staat sogar anklagen können. Und ich glaube, das dürfte nicht sein. Ein Staat ist souverän und durch das Abkommen geben wir unsere Souveränität auf. Ja. Nur wir, also alle Staaten. Na, sehe ich auch so. Genau. Das ist die gleiche Kritik wie bei TTIP und CETA. Ne? Ja, das hat ja Sanktionen. Ist genau die gleiche Situation. Ja, ist die gleiche Situation. Wurde immer wieder gesagt, auch von Ex-Außenminister Jean Asselborn, schon im Abkommen mit derartigen Schiedsgerichten, die sich über die nationalen Parlamente setzen, stimmen wir nicht mehr zu. War eine Aussage, die immer wieder gemacht wird. Darüber wird jetzt überhaupt nicht mehr gesprochen. Ja. Wie ist das dann in Ihren Ländern? Gibt es da auch keine Debatte darüber? Nein. Eigentlich nicht. Und nochmal wichtiger vielleicht, bei uns ist die Situation ja so kompliziert derzeit, dass diese Regierung ja nur regieren konnte oder noch am Regieren ist, weil es Richter gibt, die versucht haben, es zu retten, was vorherigen Richter eigentlich alles durcheinander gebracht haben. Lula wurde ja eingesperrt, Lula wurde dann wieder freigelassen, eine Regierung wurde gestürzt durch die Judikative. Jetzt ist es genau die Judikative, die es verhindert, dass eine Wahl nicht anerkannt wird. Und wir sind völlig unsicher, was Gerichte in Brasilien angeht, weil es dieses Hin und Her gegeben hat und Jurisprudenz heißt es, ne? Ja, diese Jurisprudenz gar nicht mehr da ist. Das ist sehr kompliziert. Wenn ich nochmal sagen könnte, was weniger ist, ja, weniger Klimaerwärmung bleibt uns übrig, wenn wir tatsächlich sehen, wie absurd das alles wird auf dieser Welt. Es sollte selbstverständlich sein, dass wir weniger Pestiziden brauchen, oder? Ich sagte ja, dieser Vertrag ist ein Giftvertrag. Es basiert auf dem Export von Pestiziden, die Menschen krank machen. Also das brauchen wir nicht mehr, oder? Das ist ja ganz deutlich. Ja, was Fleisch angeht, das ist eine tolle Auseinandersetzung für einen Südbrasilianer. Wir sind ja die Fleischfressenden, die am meisten Fleisch essen auf der Welt, glaube ich. Auch da hat es jetzt große Chancen gegeben. Wir könnten in Brasilien zum Beispiel mehr Soja essen. Wenn ich ein Glas voller Sojakerne nehme, dann habe ich das, was ein Rindersteak bedeutet, an Eiweiß. Also brauchen wir tatsächlich mehr Soja und mehr Fleisch? Oder könnten wir weniger Fleisch haben, indem wir die Soja, die wir auch schon zu viel haben, besser nutzen? Und deswegen würde ich auch sagen, mehr lokale Produktion, mehr lokale Qualität. Also der Wein ist jetzt, der Wein ist lokal und bio. Nee, sehr herzlichen Dank für den sehr anregenden Vortrag. Auch danke an Sie. Vielleicht noch eine Aussage. Wir haben auf EU-Ebene
gibt es dummerweise mehrere Petitionen oder positive Weise, mehrere, wie man das nimmt, Unterschriftensammlungen gegen das Mercosur-Abkommen. Es gibt jene von Francis und es gibt jene von Greenpeace auch. Und da ist Xavier, er ist der Direktor von Greenpeace Luxemburg und er wird Sie jetzt draußen ansprechen beim PAD, damit Sie bitte die Unterschriftenaktion von Greenpeace unterstützen und macht dahinter, das ist der Mensch mit dem grünen T-Shirt, der wird Sie gleichfalls bitten, eine eigentlich gleiche Petition zu unterschreiben, nur von anderen Organisationen. Warum da auf EU-Ebene verschiedene laufen, wissen wir in klein Luxemburg nicht, aber Hauptsache es laufen 2 Petitionen. Die Unterschriften, die da sind, die sind gut. Xavier ist extra noch gekommen, um Ihnen das auch im Detail zu sagen und Marc ist auch verfügbar. Nochmal herzlichen Dank. Vielmals merci für den inspirierenden Lob und am liebsten Part. Herzlichen Dank.